Hallo miteinander, ich bin Nadine und heute zeige ich euch, wenn ich alles einmal parat mache für den Wickeltisch, also zum Wickeln. Zuerst habe ich hier eine Wickelunterlage, das ist so ein Stofftuch, der ist jetzt plastifiziert. Das ist einfach, dass es bequem ist für das Baby-Kinderfüdli und nicht so kalt und glatt. Ja. Dann tue ich immer vor dem Wickeln schon eine Windel parat legen, dass ich mich während dem Wickeln nicht runterbücken muss, um eine Windel zu holen. Dann habe ich auch Feuchttücher parat und so Wickeltücher, die man mit Wasser wickeln kann, Wasserbecken. Das ist jetzt vor allem so, dass ich, wenn er fest rot ist oder so, ich mit Wasser wickeln, damit es ihm nicht weh macht, wenn es mit den Feuchttüchern vielleicht ein bisschen brennt. Und am Anfang tut man ja auch nur mit Wasser wickeln, weil das Babyfüdli noch ganz empfindlich ist. Dann hier in meiner Box rein, tue ich es auch noch zeigen, wenn ich alles habe. Mal zuerst ausräumen. So, also da habe ich das Baby Veleda Öl, Pflegeöl, das ich einmal brauche, um ein bisschen einölen, wenn wir sind baden gegangen oder einfach eine trockene oder gereizte Haut hat. Am Anfang bei Neugeborenen tut man viel auch in den Falten und so eincremen, dass das Rötige und eben austrocknete Haut verhindert wird. Da habe ich, ja, je nachdem was für Wetter ist, Sonnencreme oder Wind- und Wettercreme, die ich auch immer parat habe, und dann am Morgen mein Kind eincreme mit der passenden Creme. Da habe ich noch eine Baby-Füdli-Creme von Veleda. Das ist da, wenn es eben ein bisschen gerötet ist, das Füdli oder ein bisschen gereizt, tue ich einmal die eincremen. Ich habe auch Bepanthen-Salbe, die ich nutze, aber nur wenn die jetzt nicht helfen. Und im Notfall hätte ich auch noch Oxyplastin-Salbe, aber die habe ich bis jetzt noch nie gebraucht. Und unser Sohn ist ja jetzt bald 11 Monate. Also bis jetzt haben wir es eigentlich immer mit der Veleda gut durchgekriegt. Und ja, ist tiptop gegangen. Genau. Den Fiebermesser habe ich auch immer hier in dieser Box rein. Vor allem am Anfang tut man ja regelmäßig Fieber messen und kontrollieren, ob die Temperatur zwischen 36,5 und 37,5 ist, wie sie bei den Kleinsten sein sollte. Und sonst eben hat man einfach immer, ist gut, wenn man ein Fiebermesser griffbereit hat, falls eben das Kind sich nicht wohlfühlt oder irgendwie säumig ist. Oder wenn man auch beim Wickeln merkt, hey, irgendwie ist es ein bisschen warm, dann muss man nicht noch irgendwo das Fiebermesser holen aus dem Badzimmer oder weiss Gott nicht wo, dann hat man das gerade parat. Genau, da habe ich einfach noch eine Pflegecreme, also eine Körpercreme, eine Gesichtscreme, die ich auch nutze, wenn er irgendwie ein bisschen Pickel hat oder so, um ein bisschen eincremen. Genau. Dann habe ich hier noch Nagelschere und Nagelfeile, die ich fast täglich brauche bei unserem Sohn. Seine Fingernägel wachsen sehr schnell. Dann habe ich hier noch Vitamin D3-Tröpfe, die man ja bis 3-jährig täglich geben sollte. Dann habe ich hier noch Kochsalzlösung. Das ist eben, wenn er verschnuddert, verstopfte Nase hat und ich habe Tröpfchen in die Nase. Oder auch wenn seine Augen verklebt sind, kann man auch in die Augen ein paar Tröpfchen rein tun, um die ein bisschen auszuspülen. Dann bei uns aktuell ist auch der Rosa, der Zahnschäl, den wir momentan viel brauchen. Der ist fleissig am Zähnen. Und den empfehle ich auch schon möglichst früh im Sortiment zu haben, weil ja, man weiss nie vorher, wenn das Kind einfach Zähne. Ja, dann habe ich auch noch die Baby-Ohrenwattestäbchen, die wir auch fleissig brauchen, um die Ohren rauszuputzen. Genau. Ja, und dann ja, Nasentüchli braucht man auch wieder mal, immer wieder mal.
Dann habe ich hier noch, das ist für die Neugeborenen, für die Nebelpflege hat man hier so wie Wattestäbchen, die kommt man aber im Spital oder von der Hebamme über. Und das Desinfektionsmittel, das man einfach am Anfang braucht, eben für die Nebelpflege. Ich habe aber hier auch so ein Desinfektionsmittel, das ich einmal eben vor dem Wickeln, nach dem Wickeln meine Hände ein bisschen desinfiziere. Einfach, dass man das ein bisschen hygienisch ist. Genau. Und wenn ich da noch vergessen habe, habe ich auch ein Säckchen parat, eben wenn man viel Feuchttücher braucht oder die Windel mega voll ist, kann man sie gut in ein Säckchen tun, dass man sie dann auch gut in den Windelkübel rein tun kann, ohne dass der irgendwie verklemmt oder so, wegen den 1000 Tüchern, die bei allen Windelkübeln ein bisschen das Problem ist. Ja, das wäre es in dem Fall schon gewesen. Und ich hoffe, ich habe euch ein geholfen, um zu sagen, wenn ihr so braucht bei eurem Wickeltisch. Ich sage, ich habe lieber zu viele Sachen, weil zu wenig und muss dann während dem Wickeln nicht davon, weil das ist für das Kind auch ein Zeichen. Also, tschüss miteinander!